Leute, seht ihr, was ich sehe? Da ist ein Gorone, der Hilfe braucht. Also, schnell hin! Ja, Füße und Bester, lasst mich in Ruhe! Ihr sagt mal, guten Tag! Hä? Na, komm, komm. Du hast einen Schmuckschädel erhalten. Sehr gut. Ching, ching. Danke für deine Hilfe, Mann. Wo kommen diese roten Kerle her? Früher haben sie in diesem Wald jedenfalls nicht herumgetrieben. Und zwar ich aber heute auch zum zweiten Mal. Was ist das für ein Tag? Zum zweiten Mal? Naja, als Dank für deine Hilfe erzähle ich dir etwas Interessantes. Ich studiere hier in diesem Wald die Geschichten des Altertums. Darf ich mir vorstellen, ich bin Marugo, ein Gorone. In allen Schriften zufolge liegt irgendwo in Wolken die Insel der Göttin. Ja, da komme ich her. Diese alten Statuen dienten angeblich mit Einsatz zu, dieser Insel der Göttin in den Himmel aufzusteigen und von dort wieder zurückzukehren. Okay. Wenn du einen davon findest, solltest du sie auf jeden Fall untersuchen, da dir die Statuen als Anhaltspunkte dienen. Das ist wirklich praktisch. Diese Statue hier hat angeblich die besondere Kraft, all die anderen Statuen, die es hier gibt, zu erwecken. Das mag wie ein Märchen klingen, aber ich glaube daran. Wie könnte man sonst den Umständen erklären, dass sie überall in dieser Welt verstreut herumstehen? Langweilig dich mit meinen Erzählungen oder willst du mehr hören? Ja, erzähl mal mehr. Oho, kennst du auch die alten Legenden? Nö. Ich kann dir von ihnen berichten. Man sagt, die Bewohner der Insel der Göttin flügen auf Vögeln durch die Lüfte. Ein friedliches Inselreich, dessen Bewohner Göttin treu ergeben sind. Ich glaube wirklich, dass uns diese Kultur um einige Felslänge voraus ist. Ja. Interessant, kommt erst noch. Da die Göttin selbst diese Insel erschaffen hat, ist sie voller Dinge, die uns hier unten wie Wunder erscheinen mögen. Alle Gebäude dort sind aus massivem Gold. Heiliges Wasser fließt aus nie versiegenden Quellen und wer es trinkt, wird ewig leben, heißt es. Das stimmt nicht. Die Früchte der Bäume heilen alle Krankheiten und die Kürbisse auf den Feldern werden nie schlecht. Unzählige Blumenarten sollen dort wachsen. Es ist dort weder heiß noch kalt, sondern man lebt in einem ewigen Frühling. Dies ist die Insel der Göttin. Das könnte vielleicht sogar sein. Was meinst du, ist nicht steinhart? Willst du noch mehr hören? Ah, von mir aus. Haben sie also auch das Inselfieber gepackt, wa? Das heißt noch weiter Nachforschung anstellen. Beim nächsten Mal, ja? Okay. Erstmal die Statue aktivieren. Oho! Was hast du da getan? Das ist ja unglaublich. Die Statue hat geleuchtet, als du dich hier genähert hast. Du bist wirklich einmalig. Ja, das höre ich öfters. Tempel des Siegels, Hintereingang. Ins Wolkenmeer reisen, speichern, beenden, zurück. So, ich habe 2 Herzen verloren. Mein Schild hat ein bisschen was abbekommen. Naja, die meisten Techniken kriegt man halt nicht zu Fuß, braucht man schon irgendwie so eine Art Netz halt. Keine Herzen, keine Herzen. Aber Rubine dafür. Geld wächst auf dem Feld, wissen wir ja alle. Okay. Ein paar Schmetterlinge. Fangen wir uns auch ein anderes Mal. Ja, dann gehen wir weiter, wa? Aktiviert haben wir den ja, das ist ja schon mal gut. Gebieter, nachdem du Zugriff auf die Vogelsteinstatue erlangt hast, ist es nun möglich, ins Wolkenmeer zurückzukehren. Außerdem kannst du mit Hilfe eines bestimmten Amiibo von jedem Ort im Erdland ins Wolkenmeer aufsteigen und wieder an den Ort zurückkehren. Bitte ruf mich, wenn du das Amiibo verwenden möchtest. In Optionen kannst du die Nutzung von Amiibo aktivieren oder deaktivieren. Ja, wobei man sich ja fragt, warum soll man überhaupt die Funktion deaktivieren wollen? Aber da tut doch einen Nachteil oder wie? Und ja, Freunde, das Amiibo habe ich sogar. Das ist ja dieses Zelda-Wolkenvogel-Amiibo. Zeige ich ein anderes Mal. Wobei, das heißt zeigen, weil ich kann es nicht irgendwie das Amiibo in Real Life zeigen. Da es richtig aussieht und halt die Funktion.
So. Da wären wir also, wa? Gebieter, wir sind im Wald von Fyron angekommen. Ist das ein Dekobaum? Nee, leider nicht. Um diesen riesigen Baum hier herum gedeiht ein prächtiges Land. Alle möglichen Lebewesen haben hier ihr Zuhause gefunden. Cool. Der Wald von Fyron. Ich fühle, dass auch Zelda sich irgendwo hier aufhält. Ich schlage vor, sie mit der Aurasuche aufzuspüren. Jo! Und schön wie Fi immer noch, ohne dass man sie großartig eigentlich rufen möchte, dass sie trotzdem noch kommt. Aber so, out of nowhere. So, wo muss er jetzt hin, Zelda? Hä? Diese gar nicht. Schweinerei. Ah. In die Richtung. Alles klar. Baum tot. So, ist auch aktiviert, das ist klar. Alright. Geronimo Jim! Krass geil. Kann ich irgendwie hier eigentlich schleichen? Nee, nicht wirklich, wa? Zum Glück hält das Schwert im Gegensatz zum Schild ja endlos. Aua, oder auch nicht. Was ist denn das jetzt? Das sind wirklich so böse Typen. Wie könnt ihr es wagen? Das arme kleine Kerlchen. Alles in Ordnung? Warum ist plötzlich so ruhig? Jetzt auch noch einer in grün. Matcha? Soll ich aus dir einen Tee machen oder was? Ich bitte dich, verschone meine Wenigkeit bitte. Mach aus mir keinen Tee. Die Ansicht so in mit den Farben war. Die Typen in Rot, nicht in Grün. Deswegen bin ich auch böse oder was? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Matcha, wie heißt der Matcha? Ach, egal. So, mein Schild braucht bald mal ein Upgrade, beziehungsweise einen Schildtrank. Ganz schön anstrengend. So. Aber Matcha, tut dir doch gar nichts. Ich mache aus dir keinen Tee, versprochen. Ah, okay, zurückkommen wir wieder. Das ist schon was, wenn ihr irgendwelche Dekus. Feiert einen Hinweis. Okay, würde ich gerne mal hören. Gebieter, Michael, rufe mich in der Zeit, wenn du Fragen oder dein Ziel aus den Augen verlierst, indem du unten drückst. Aha. Na Kumpel, was sagst du dazu? Echt krass, war, wenn er drauf ist. Der Kleine.
Nein, Mann, der zerschneidet die Natur hier. Was soll denn das? Die armen Pilze, was haben sie ihm getan? Hübscher Pilz, sage ich dazu nur. Hä? Vor allem haltet sich direkt wieder. Das ist ein Magic Mushroom oder was? So. Ende im Gelände. Okay, war Bomben. Bombs away und so. Was ist denn los, Kleiner? Ich machte da gar nichts. Oh. Wo lang die Früchte runterholen? Warte mal, doof. Also, okay. Wie, du hast mir schon wieder aufgespürt. Ich bin tot. Oder stell mich tot. Wie, du machst dir gar nichts. Und allen hast du es ja vorhin den roten Kerlen gezeigt. Was merkst du, er seht's oder was? Matcha, das ist mein Name. Danke dir, Bruder, dass du Matcha gerettet hast. Bruder? Bist du irgendwie mit den Goronen verwandt oder was? Der Matcha hat dir gar nicht zugetraut. Da fällt Matcha ein, gerade erst vor kurzem war hier eine, die so ähnlich aussah wie du. Zelda? Also etwa eine Freundin von dir? Das war ganz schön übel. Sie wurde plötzlich von den roten Kerlen angegriffen und ist dann mit unserem Häuptling geflohen. Wer ist denn das jetzt? Zu viele Farben für meine Augen. Gebieter, ich habe neue Informationen zu Zelda. Ja, danke, habe ich auch gehört. Es scheint, als sei Zelda von den Bösen angegriffen worden und nur knapp entkommen. Die Lage ist sehr ernst. Matchas Position wurde markiert. Sehen Sie die auf einer Karte an. Aha, das bringt mir jetzt was. Dieses Lebewesen hat Zelda getroffen, daher habe ich ihre Aura wohl hier gespürt. Auch der Häuptling der Q, der gemeinsam mit Zelda geflohen ist, haben dann wahrscheinlich von 85% auf die Aurasuche reagiert. Ah, Qs sind das. Ah. Ich empfehle, weiter nach der Aura Zeldas zu suchen. Die Qs können auch so Vorläufer der Ding sein, wa? Der Kokiris. Ah, Samacha erschreckt. Du hast schon komische Freunde. Ja, da sagst du was. Wenn deine Freundin unseren Häuptling findest, dann sag ihnen, dass es Matcha gut geht. Matcha ist sicher, absolut sicher, dass die beiden zusammen sind. Aha, wir sind jetzt also ein Paar oder was? Verstehe. So, erst einmal eine Abkürzung schaffen. Ja, wir sind stark. Oh. Du hast einen Bernsteinhalbmond erhalten. Niemand weiß, wie dieses bernsteinfarbige Kleinod eine endgültige Form erhielt. Was sind sogar sowas für ein Shield-Upgrade, dieses Halbmond-Dingsbums brauchen? So, da ist wieder so ein Teil. Also, nur mal ganz kurz, es ist doch klar, dass irgendwie da hinten sein muss, oder? Beziehungsweise da oben, oder kommt man natürlich noch so hin? Okay. Ja. Also. Ist nicht unbedingt die feine englische Art, aber sie funktioniert. Ein Bernsteinhalbmond einfach so auf der Strecke liegend? Eine Falle. Nö. Ist a trap. Oder eben noch nicht. Oh oh. Zeitbombe. Interessant. Oh, nicht interessant. Aua. Der Wald steckt voller Gefahren. Und voller roter, hässlicher Monster. Da ist wieder einer. Ja, so viel dazu. Okay, was kann ich hier machen? Schönes. Sprich, warum sollte ich hier hoch? Ne, da bringt nichts. Irgendwie den wegschieben? Geht aber auch nicht, oder? Das Seil durchschneiden wäre eine Option. Wir kommen gar nicht hoch. Das war so ein Aspekt im Spiel, wo mich ein bisschen sehr nervig fand. Warte mal. So.
Sensor neu ausgerichtet. Ja, dass er dann nach oben schleudern kann. Und ein goldener Schmuckschädel. Was wir jetzt alles finden, hey? Der Link wird hier noch zum richtigen Raritätenjäger. So, das war auch eine Abkürzung. Ching ching. Und wieder ein Bärenchen-Halbmond. Sehr gut, die Suche läuft. Kann man da noch sagen? Ein blauer Vogel. Oh. Ist auch erledigt. Das Zeichen von Pharaon. Die Tür ist versiegelt und lässt sich nicht öffnen. Fei? Was ist das? Nee, Gebieter. Okay. Ah, noch ein Herz. Sehr gut. Warte mal, ist auch so ein Typ, oder? Naja. Korrektur, das war so ein Typi. Er könnte eigentlich generell mal auf solche Bäume zu rasen, würde ich gerade sagen. Vielleicht fällt irgendwas mal runter. Bisweilen eher nicht. So. Und noch ein Herzchen. So. Ja, das sieht auch aus wie so ein Q, der ein bisschen zu groß geraten ist, oder? Guten Tag. Verzeihung, der Herr? Ho, ho, ho. Kennst du mich? Ich bin Räubers, der Häuptling der Q. Du hast es tatsächlich geschafft, meine perfekte Tarnung zu durchschauen. Ich bin beeindruckt. Wer so etwas schafft, hat ein Anliegen. Was ist deines? Erstmal. Was? Bist du der Mitglieder meines Stammes begegnet? So. Mascha geht's also gut. Und noch ist der Wald voller Monster. Ich kann hier nicht weg. Was sagst du da? Du suchst ebenfalls noch jemanden? Nun, ein Mädchen mit blondem Haar war gerade erst vorhin bei mir. Im Augenblick habe ich ganz andere Sorgen. Der Wald ist außer Rand und Band. Meine Gefährten. Den Schlamassel habe ich das blonde Mädchen ganz vergessen. Tut mir leid, aber drei meiner Gefährten muss ich noch finden, um mich zu beruhigen. Vielleicht fällt mir da wieder ein, was mit deiner Freundin geschehen ist. Das ist Erpressung, Alter! Der Häuptling, der ist leider nicht mehr in Zeldas Nähe. Aber ich bin mir sicher, dass er etwas weiß. Wenn du die Versteckte in Kio suchst, besteht eine Wahrscheinlichkeit von 85%, dass du von ihm etwas über Zelda erfährst. Ich habe die Präsenz der Kio zu einer Aurasuche hinzugefügt. Bin ich nicht geil, oder was? Soll ich dir erklären, wie du das Ziel einer Aurasuche festlegen kannst? Nee, lass mal. Bereits gefundene Kio sind auf der Karte markiert und werden von der Aurasuche nicht mehr erfasst. Das ist praktisch. Beginne jetzt mit der Suche, mein Gebieter. Jo, Fei, ist alles klar, hä? Die mit ihrem Prozent. Ja, das ist, man kann es lieben und man kann es hassen. Sag's mal so, wie es ist. Die einen lieben's, die anderen schätzen es, so wie ich, und dann gibt es solche, die hassen es. Okay. Da unten kann ich so durch, dann, ja, gehen wir mal Aurasuche, ja. Ja, war klar, dass da eigentlich noch einer ist. Noch eine Fee. Okay, ich habe Angst. Wow! Ja, mache keine Scheiße, Link. Nein. Link? Er ist doch ausge... Verdammte Scheiße, er ist doch zentral. Wow, Link, mach keine Scheiße hier.
Ah. Linke, du machst mich fertig. Ja. Oh Gott sei Dank. Was ist schon wieder? Wo ist denn? Ah, da oben ist er, aber. Aber irgendwie. Spucht meine Steuerung hin? Vielleicht bin ich doch mittlerweile ein bisschen zu weit weg von der Switch-Konsole, oder? Oh nö, da ist so einer. So machen wir das, Freunde. Uff. Du hast die roten Kerle weggeputzt. Bist du etwa einer von den Guten? In diesem Fall könntest du Mugi gleich mal helfen. Mugi steckt nämlich fest. Kannst du Mugi helfen? Ernsthaft, Pfeile, willst du mir jetzt hier helfen? Sowas nenne ich eine 1A-Hilfe. Autschi, Autschi, aber trotzdem danke. Was? Oh, unser Häuptling hat sich um Mugi gesorgt. Irgendwie rührt das Mugi ja. Mugi, das ist natürlich mein Name. Wir nennen uns alle bei unserem Namen, das ist viel persönlicher. Ja, macht Sinn. Sagst du dem Häuptling, dass es Mugi gut geht? Bin etwas schwach auf den Beinen, aber das wird schon wieder. Alles klar, Mugi. Eine gute Besserung, ja? Siehst du, ich hab's auch ohne dich hingekriegt. Was mir so einfällt, ist, dass ich die Stichattacke bei den Goblins eher viel zu selten einsetze, wa? Was? Link, kannst du bitte mal festhalten? Ups, falsche Richtung. Schon wesentlich besser. Ja, kurz hoch. Perfekt. Und jetzt? Neues Gebiet? Sieht zumindest so aus. Da haben wir noch seltsamen Block. Da ist ein Herzteil da hinten, ich sehe es. Das haben wir damals auf der Wii nicht, normalen Edition. Ein Hoch auf HD. So, alles ein bisschen angucken natürlich. Aber was willst du denn? So. Was, du lebst? Aua! Das ist ein Himmelsstreich. Ein Himmelsschwertstreich, wieso lebt er noch? Vielleicht hat sowas. Ja, servus! Blocken kann er, muss ich ihm lassen. So, wo ist der nächste Mugi? Der Kia, der Kio, der Dings ist ja egal. Da. Tschüss, Mann. Ja, die Steuerung geht, vor allem die Schildsteuerung, die habe ich irgendwie im Original, hatte ich glaube ich viel mehr Mühe damit. Im Schwert muss ich ein bisschen gucken, aber ich glaube es wäre einfacher, wenn ich nicht sitzen, sondern stehen würde. Da geht's runter. Also mal hier noch die ganzen Monster platt machen, ne? So eine schlechte Idee. Tschüss. Lass mal das Herzteil holen, ne? Das machen wir in dieser Folge noch, Freunde. Nachher sind wir auch schon bei 25 Minuten, aber wir kommen gut voran. Also ich glaube, bei der Geschwindigkeit werden wir in der nächsten Folge schon
den einen Typen treffen, den wir fortan öfter treffen werden. Auf den ich gar keinen Bock habe. Den niemand Bock hat. Ein Herzteil gefunden! Sehr schön. Und da wäre noch, warte mal. Nein! Er lebt noch. Gut. Er ist wieder da unten, aber ist kein Problem, er kommt hier problemlos wieder hoch. So, da war ich, wa? Ja, wir müssen unter Umständen noch ganz nach oben. Sind nicht so link, frei. Geht, wa? Okay, also einer ist da hinten. Einer ist da. Wir haben vorhin gesehen, dass da ein Loch ist. Wo wir irgendwie vermutlich reinkamen. Die Frage ist, ob wir auch wieder zurückkommen, so easy. Ob man deswegen erst später machen sollte. Da kommen wir jetzt schon mal hier oben so direkt. Ein bisschen Kohle. Jo, wenn wir sagen, Freunde, mal eine gelungene Folge. Aus meiner Sicht zumindest, ich hoffe für euch auch. Und ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Zelda Skyward Sword. HD natürlich, wa? Bis dahin, bye bye.